Hey zusammen und willkommen zu einem kleinen Commentary, also Art Commentary. Also mache ich allgemein eigentlich nicht so Commentaries, aber es ist etwas Lustiges passiert in der Schule und ich habe gedacht, das wollte ich mal erzählen, weil meine Meinung ist echt relativ lustig. Auf jeden Fall im Hintergrund sieht man auch ein Rush auf Insel Karg im Battlefield 3 und ja, das wäre eigentlich alles vom Gameplay mit der MP7 wie immer bei mir. Und zum Thema. Also zum Thema sind zwei Themen. Das erste ist etwas von Schule, eben die Geschichte, die ich erzählen will. Und das andere ist dann etwas auch relativ Wichtiges. Und ja, da könnt ihr entweder das Ganze schauen, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr nicht so Bock habt auf die Geschichte, dann könnt ihr einfach vorspulen. Aber es ist wirklich ein recht wichtiges Thema. Darum wäre ich froh, wenn ihr dort schnell reinschauen könnt. Also, um was geht's? Das erste Thema geht um das Französisch. Französischlehrer hat man ja im Allgemeinen gern. Und ja, ist so, wir sind auf jeden Fall am Ende in die Schule, letzte Schulwoche vor der Ferien. Und sind wir normal Schule gewesen, und am Freitag die letzte Stunde wäre Französisch. Und dann haben wir ja keinen Lehrer da, also Lehrerin, beziehungsweise. Und dann sind wir schauen, wir haben so Tafeln, wo Zeug steht, wenn etwas ist, also Lehrfeld oder ausfällt oder so. Also Lehrer ausfällt, ich meine Lektion ausfällt, wegen etwas. Dann steht dort, ja eben die Frau Lehrerin, sag jetzt mal, ist krank und darum ist sie nicht gekommen. Und dann, dafür haben wir einen Auftrag auf Ilias, das ist so eine Internetplattform, wo wir so wie einen Online-Ordner haben. Und uns Zeug herunterladen, wo die Lehrer Zeug drauf tun, die von unserer Klasse. Und das auch immer recht gäbig. Auf jeden Fall hat sie das dort drauf da und schon am Sonntag. Und wir haben am Ende nicht davon gewusst. Und sonst alle Lehrer schreiben immer über das Mail und sie hat nicht geschrieben und sie hat schon am Sonntag gewusst, dass sie krank wird sein. Das hat uns halt ein bisschen genervt. Aber was soll's, wartet schnell. Kommen gerade wieder. Sorry, mein Vater ist gerade heimgekommen, ich habe kurz müssen. Hallo sagen, ist ja normal, macht man ja. Ja, versteht er sich. Auf jeden Fall, wo bin ich gewesen? Ja, sie hat es schon am Sonntag gewusst. Unsere liebe Lehrerin, als sie krank ist, und hat uns nicht über Mail informiert, was sie sonst immer machen. Sie hat uns genervt, aber sie kann nichts dafür, dass sie krank ist. Logisch, wenn man krank ist, ist man krank, kann man nichts gross dafür. Aber haben wir uns auch ein bisschen genervt, nicht weiter dabei gedacht. Normal in die Schule wieder am Dienstag. Da war sie immer noch krank gewesen. Wir hatten zwar keine Schule mit ihr gehabt, am Mittwoch auch nicht, aber sie war immer noch krank gewesen, bis am Mittwochabend. Und dort war sie immer krank gewesen. Und am Donnerstagmorgen wäre unsere erste Lektion, also heute Morgen, unsere erste Lektion Französisch. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn die jetzt wieder krank ist und wir wissen nicht, ob sie kommt, also sonst sind wir einfach in der Schule eine Stunde zu früh, wissen nicht was machen, es wäre ja blöd, haben wir im WhatsApp, also wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, ein bisschen besprochen, ja, weil wir jetzt, also ob wir in die Schule gehen und wie wir es machen. Dann haben wir ein bisschen umtelefoniert, dann haben wir uns entschlossen, ja, dann gehen wir nicht in die Schule. Ich meine, es ist die ganze Zeit krank und die erste Lektion vielleicht ein bisschen blöd Entscheid, aber ist ja egal. Auf jeden Fall sind wir nicht in die Schule. Und dann sind ein paar trotzdem gegangen, genau die gesagt haben, ja komm, wir gehen nicht und so, wir machen jetzt auf cool. Die einen haben zwar nur die anderen abhalten, dann hat es die Lehrerin gesehen, aber was soll's, auf jeden Fall. Größtenteils die gesagt haben, ja komm, wir gehen nicht in die Schule und so, die sind dann auch in die Schule gegangen, was wir ziemlich aggro gemacht. Aber ist ja dann schlussendlich egal. Auf jeden Fall waren ein paar in der Schule gewesen. Und es war ziemlich aggro gewesen. Erstens war etwa nur ein Drittel der Schule gewesen. Zweitens hat etwa nur ein Drittel die Aufgaben gemacht. Also der Arbeitsauftrag, den wir am Ende hatten bekommen. Dann, nach dieser Lektion Franz, wir sind dann alle halt auf die nächste Lektion gekommen, so wie wir es von Anfang an gemacht haben. Und das war Wirtschaft und Recht. Sind wir dort so ohne gross etwas zu denken, in 2 Jahren alle hergehockt, die vom Franz kommen, hergehockt. Dann, wo die Stunde wird anfangen, kommt plötzlich die Franz-Lehrerin rein. Dann alle so denkt, oh Scheiße. Oder? Dann sind wir so der gewesen. Er denkt, ja, lassen wir mal zu, was sie uns zu sagen hat. Dann kommt sie so rein und zuerst so, hast du mich, dass ihr alle ganz gesund seid? Und bei mir seid ihr ja nicht im Unterricht gewesen. Und so, und dann denkt okay, und sich noch in Grenzen. Dann plötzlich so, warum seid ihr nicht gekommen?
Dann, ja, ihr seid krank gewesen. Ah, also wenn der Lehrer krank ist, kommt man einfach nicht in die Schule. Wenn ihr seid Schüler, dann müsst ihr in die Schule kommen und so total durchgetragen, ihr hättet die müssen sehen. Vor allem auch wegen dem Arbeitsauftrag, den wir nicht gemacht haben. Die ist richtig eskaliert. Die kommt so rein und schießt uns da zusammen so richtig niedermachen. Alle sind so ein bisschen am zu lachen verheben, oder? Weil, keine Ahnung. Französisch halt. Ja. Auf jeden Fall. Sie dort vorher halb am Durchdrehen. Wir so am Zulassen, also mehr oder weniger am Zulassen. Und dann hat sie ihn gefragt, aha, dann kommt man einfach nicht in die Schule. Und er so, ja, und dann ist sie noch mehr durchgedreht. Und dann hat sie gefragt, was das soll. Und jetzt haben wir Strafaufgaben bekommen. Und müssen am Lehrer eine Mail schreiben, warum wir nicht gekommen sind. Ganz ehrlich. Und ja, sie bespricht es dann mit dem Klassenlehrer. Wir müssen es ihr und dem Klassenlehrer schicken. Und der Witz am Ganzen ist, dass sie uns heute, also eben dann, wo sie uns zusammenschießen, gesagt hat, wirklich so gesagt, wenn ich krank bin, dann antworte ich nicht auf Mails. Weil ein paar haben noch ein Mail geschrieben, dann haben gefragt, warum sie nicht geantwortet hat. Ja, wenn ich krank bin, antworte ich nicht auf Mails. Und das ist so, dann bin ich krank und dann antworte ich auch nicht auf Mails. Und am Abend vorher, Mittwochabend, also gestern Abend, hat ihr jemand vor der Klasse Mail geschrieben, ob wir den morgen Schule haben, weil sie ja krank waren. Und dann keine Antwort. Und nachdem, wo sie heute eben gesagt hat, dass sie nicht antwortet, weil sie krank ist, heisst das ja, dass sie krank war. Und heute ist sie wieder gesungen und scheisst uns zusammen. Auf jeden Fall, wir alle so, ja, ziemlich geschissen, also wir sind geschissen, ich meine, wir haben natürlich geschissen. Und dann ist sie, hat es langsam wieder ein bisschen beruhigt. So ein bisschen Vorweltuntergang gewesen. Also schon am 19. Nein, 19. was laber ich? Schon am 20. Weltuntergang statt am 21. so mehr oder weniger. Einmal wenn es nach ihr geht, nach der Lehrerin. Auf jeden Fall. Wir alle schon so ein bisschen am Schmutzen. So. Dann sie so. Okay, ich bin fertig. Dann geht sie so stolzierend raus. Macht die Tür auf und bevor... Weißt du, nicht einmal warten, bis die Tür zugeht, bevor sie die Tür ganz zugeht. Hat einfach die ganze Klasse angefangen lachen. Das war so zu viel gewesen. Dann kommt so der BR-Lehrer wieder ins Zimmer. Und so muss auch ein bisschen schwunzen, aber das ist der Hammer gewesen. Das ist einfach alle am Lachen. So, irgendwie hat es mir ja leid da, so minim, aber sie hat es ja auch ein bisschen übertrieben. Aber auch, ja, alle am Lachen waren, war einfach zu viel gewesen. Und jetzt müssen wir halt die Strafaufgaben machen, was soll's. Auf jeden Fall habe ich es ziemlich amüsant gefunden, der Lehrer, eben glaube ich auch der BR-Lehrer. Ich weiss ja nicht, wie beliebt dass sie im Lehrerzimmer bei den Lehrern ist. Aber ja, das hat auch der Tag schon mal mehr oder weniger gerettet, abgesehen von der Strafaufgabe. Das war recht lustig gewesen. Ja. So ist das Leben gegangen. Ja, werden wir philosophisch. Nein. Auf jeden Fall. Das zweite Thema, das ich ansprechen wollte, ist das, dass wir im Moment so ein bisschen, vor allem, also auf dem Kanal, jetzt geht es hauptsächlich um die Let's Plays, auf dem Kanal halt einfach Sachen aufladen, in der Art von Battlefield, vielleicht ein paar Mal etwas anderes, Minecraft haben wir Zeit lang, ich habe mal ein bisschen etwas Singleplayer und ist halt einfach das Problem. Als kleiner YouTuber weisst halt nicht so recht, was du machen sollst. Ich meine, die Grossen bekommen, ich weiss nicht wie viele Kommentare unter ihrem Video, wissen sofort, was sie sollen machen. Und also die grossen Let's Play Kommentatoren. Und die können dann meistens mehr oder weniger auch nicht wirklich eingehen, weil es halt so viel sind, weil alle etwas anderes haben. Und für uns ist es erstens schwierig zu wissen, was es der Welt, aber wenn wir wissen, was für Videos ihr am liebsten würdet sehen, können wir, weil wir halt wenig Abonnenten haben, auch noch besser darauf eingehen. Und darum wären wir, also, ich habe es nicht mit dem Demo besprochen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr so ähnlich seht, mal froh, wenn ihr so ein bisschen Kommentare schreiben, was für Games, also welche Art von Games oder spezifisch welche Games, was ihr euch würdet wünschen. Und dann probieren wir das mal so ein bisschen umzusetzen. Wir können natürlich nicht alles umsetzen, ist ja logisch.
Aber wir wären auf jeden Fall froh, wenn ihr das mal ein bisschen machen könntet. Dann sehen wir so ein bisschen, ja, welche Games ihr wünscht und welche eher weniger. Und können unseren Kanal oder unseren Kanalinhalt besser gesagt ein bisschen mehr auf das anpassen. Und das wär's gewesen. Lieben Gruß an meine Franzlehrerin und tschüss zusammen.